Kolleginnen und Kollegen, am Namen vom SEW und von der APGA, sondern ich vielmals merci, dass so zahlreich heute kommen sieht, da das ein gut Zeichen und ich hoffe, dass bei uns gelauscht wird. Ich so noch merci de Vertreter von der KP, von der LSAP, ob eine andere Partei noch heute von Schnitt gesehen. Vielmals merci für die Unterstützung. Wir stehen heute zusammen, weil wir mit dem Projet de Loi 81/63 nicht einverstanden sind. An unseren An muss dieser Gesetzesentwurf unbedingt noch gebessert gehen. Am Anfang von der Verhandlungen, das nur einer Mobilisierung von den Gewerkschaften 2020, hat dieses Projet de Loi den Anspruch, eine Konzertation mit all den Akteuren, eine einheitliche Regelung für all die verschiedenen Profile beim edukativen und psychosozialen Personal an den Schulen, an den Direktionen, an den Kompetenzzentren zu finden und dabei der Realität an den Schulen und Kompetenzzentren gerecht zu gehen. 4 Jahre später gesehen wir klar, nicht Schiedverein war bis zum Schluss willkommen auf dem Verhandlungstisch. Für allem nicht die eine andere Meinung hatten. Die Reglementierung ignoriert Besoin vom Terrain zu einem großen Teil. Der Projet de Loi ist voller Unklarheiten aller Können. Wir sagen nicht so, Herr Minister. Arbeit mit Kinder Jugendlichen ist nun einmal kein Administrativarbeit, mit das eine Arbeit am Mann und Mensch. Als neoliberal Bildungspolitiker versuchen das komplexe Arbeit an ein simplistisches Raster zu quetschen. Das funktioniert nicht. So scheint als die Klartrennung zwischen diagnostischer und edukativer Arbeit, so wie es am Projet de Loi vorgesehen ist, nicht immer machbar und das Prinzip von der Proratisierung verspricht, nach so manch engem Kapzerbreches zu machen. Die KF-Studie sowie eine andere Zentinfo vom SEW hat klar gewiesen, dass es den Enseignants schlecht geht und Personal an den Schulen nur seine Limite kennt. Als SEW und APGA sind wir überzeugt, dass eine Studie beim edukativen und psychosozialen Personal ähnlich desaströse Resultate weisen. Es gibt schon immens viel Aufgang beim edukativen und psychosozialen Personal, weil das System nicht funktioniert und Leute und hier Belastungsgrenze bringt. Ineffizient schaffen an einem schwerfälligen System mit Verantwortungsdehnung ist einfach bald unmöglich. Die Rekrutierung ist gerade so problematisch und ein klarer Beweis für strukturelle Probleme. Und so geraten wir an den Teufelskreis, aus dem dieser Gesetzesentwurf ganz sicher kein Teil von der Lösung ist. Mama mia. Das System ist faul und das neue Gesetz, das wirkt wie ein Verstärker. Wir brauchen nicht noch mehr Komplexität an den Reglementen, wir brauchen effikaz und direkt Unterstützung Terrain. Wir brauchen attraktive Arbeitskonditionen für die Penurie entgegenzuwirken. Und so in fine den Besoin von den Kindern und den Jugendlichen mit Förderbedarf gerecht zu gehen. Zwar bietet das neue Gesetz punktuell Verbesserungen, es verschlechtert aber gleichzeitig die Situation für eine ganze Reihe Leute, die sich durch dieses Projet de Loi wieder den Kopf gestoßen fühlen. Das edukativ, das psychosozial Personal als überschafft und hält momentan das System mit viel Engagement und mehr Arbeit umlaufen. Dass der Congé für das edukativ Personal am diagnostischen Bereich gekürzt wird, macht den Beruf nicht mehr attraktiv. Schon bleiben Plätze monatelang nicht besetzt. Das neue Gesetz wird nicht dazu beitragen, diesen Beruf mehr attraktiv zu machen. Aber machen wir uns nicht viel. Die Inklusion die lebt nicht besser, weil Personal an die Vakanzen schaffen geht.
Das System ist unnötig schwerfällig. Es gibt zu viele Hürden und dabei Paparazzen auszufüllen, ihr Hilfe beim Kant ukend. Dafür dauert es so lang, bis ein effektiv Prise en Charge zustande kommt. Das wird sich nicht ändern, indem man Schulvakanzen dabei hält. Es wird sogar noch mehr kompliziert machen, weil nicht alle Akteuren an der Vakanz präsent sind und Loch nach Versatz schaffen, respektive Congé holen. Da muss ihn sich fragen, geht es heute wirklich nach qualitativ hochwertig Arbeit bei den Kannerer Jugendlichen oder verliert das Ministerium seiner frenetischer Kurs nur Reglementierung, Normierung und Kontrolle, das eigentlich Ziel aus den an? Unfair ist auch das Personal aus der Unité de Diagnostik just 5 Tage Congé außerhalb von den Vakanzen holen dürfen. Das ist ganz klar eine Ungleichbehandlung vis-à-vis von all den anderen Agenten am Staatsdienst. Absolut realitätsfrei, als auch die vorgesehene Zeit für Elternarbeit, Konzertationen und Vorbereitung. Die unflexible Regelungen ignorieren dabei die Realität Terrain. Das war auch bislang sowieso der Fall. Mit der psychoedukativ Personal hat sich erwartet, dass das neue Gesetz der Realität Terrain Rechnung tragen gibt. Damit ist entweder nicht bezahlte Mehrarbeit vorprogrammiert oder aber Dossier bleiben liegen und nächstes gibt mir die Bedürfnisse von den Kindern nullement gerecht. Das dem nur an den 2 Fällen ein Attack auf das soziale System. Und nicht mal das, Herr Minister. Ganz schwammig aus der Gesetzesstil zu den 80 Stunden Vorbereitungszeit am August. Heute so viele momentan detaillierte Informationen und noch ein annonciert Zirkulär steht noch immer aus. Deputierte gehen dem noch dem Minister Freihand, ohne genau zu wissen, was könnt. Und das bei einer ganzen Reihe Unstimmigkeiten, was zum Beispiel die allgemeine Regelung zum Teletravail angeht. Dabei könnte dass die 80 Stunden Vorbereitungszeit en bloc am diagnostischen Bereich gut keinen Sinn machen. Das diagnostische Personal braucht punktuell Zeit für Vorbereitung während dem Jahr, für adäquat auf die verschiedenen Dossiers reagieren zu können. Bündelung von der Vorbereitungszeit an den Vakanzen entspricht einfach nicht der Arbeitsrealität. Da geht es, neben all diese Kritikpunkten, eine ganze Reihe Punkten, die am neuen Gesetz komplett fehlen. Zum Beispiel, als es nicht geregelt, wie die Deplacementszeit gehandhabt wird. Wir hätten uns hier eine klare Reglementierung gewünscht. Et sujet bei den Verhandlungen werden auch Remplacementer vom edukativen Personal an den Kompetenzzentren, ein Punkt, den lo aber gar nicht mehr an dem neuen Gesetzesprojekt erwähnt wird. Am Moment muss das Edukationspersonal absprangen, wenn Not ist. Damit kriegen Kinder, die an den Schulen integriert sind, wochenlang kein ISA oder Redukation. Das ist nicht nur ein Zeichen von mangelnder Wertschätzung für die Redukation, aber vor allem für die vulnerabelsten unserer Gesellschaft. Kinder mit Förderbedarf sind hier die leidtragend. Wer das als Gewerkschaft besonders sauer abstößt, sind die fehlenden Übergangsregelungen für das Personal, das nur dem allen EDIFS-Gesetz angestellt wird. Und das, obwohl der Conseil d'État mit einer Opposition formell darauf hingewiesen hat, gibt ihm bei der Überschaffung vom Gesetzesprojekt keine Rechnung gedroht. Das ist für uns inakzeptabel. Wir holen keine Verschlechterung von den Arbeitsbedingungen hin, nicht für einen einzigen von unseren Membern. Das
umso mehr, wo die Minister und seine Heichfunktionären immer im zugesichert tun, es gäbe keine schlechte Wäsche kommen. Das wird gebracht. Das ist eine klare Verletzung von den Prinzipien von der Rechtssicherheit und dem Vertrauensschutz. Und wir holen das nicht hin. Personal fühlt sich unverstanden, nicht echt geholt und nicht valorisiert für ihr wertvoller, schwerer Arbeit um Terrain. Wir fordern den nötigen Respekt für uns Leute an hier Arbeit. Diese Gesetzesprojekt geht also auf viele Punkte in unseren Erwartungen nicht gerecht. Am Platz die Realität von den Schulen zu erkennen, geht Versicht durch noch mehr Kontrolle und Regeln Verbesserungen zu regeln. Mir so nicht klar, das funktioniert nicht. Das ist Zeit für einen neuen Approach. Ein Approach, die auf efficace Lösungen und nicht auf Bürokratie setzt. Ein Approach, an der als edukativ und psychosozial Personal die nötige Wertschätzung kriegt. Ein Approach, die das Wohlbefinden vom Personal. Wir führen allem auch für den allerschwächsten Schüler am System nicht aus den A verliert. Wir brauchen ein edukatives System, das den Bedürfnissen von den Schülern und den Bildungsakteure gerecht wird. Für uns Kanner, für uns Personal, für uns Zukunft. Da will ich auch den Piraten merci so für Ihre Unterstützung. Wir stehen hier, weil wir nicht mehr zulassen, dass unser Bildungssystem so weitergeht. Wir fordern eine direkt und efficace Änderung. Wir fordern ein System, das als Kanner und als edukativ und psychosozial Personal unterstützt und nicht nach mehr unter Druck setzt. Wir fordern in die Verschaffung vom Gesetzesprojekt 8163. Ohne uns, das edukativ und psychosozial Personal geht es nicht. Ohne uns ist ein qualitativ hochwertiges Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen mit spezifischen Bedürfnissen nicht möglich. Wir kennen die Terra, wir kennen die realen Bedürfnisse von unseren Schülern. Wir sind die, die Gesetzesvorgaben um Terra umsetzen. Dafür ist es umso mehr unverständlich, dass nicht auf uns gelauscht wird. Wir kommen nicht gegen den Personalmangel an, wenn wir nicht am Dialog zusammen noch konstruktive Lösungen sichern und damit für gute Arbeitskonditionen sorgen. Noch ist es nicht zu spät. Holt uns mit an Bord. Lauscht auf uns. Als Forderungen sind klar. Erstens, eine Umfrage zum Wohlbefinden. Wir verlangen eine Umfrage beim edukativen und psychosozialen Personal, für zu gucken, wie es hier Wohlbefinden und Gesundheit steht. Zweitens, klare Übergangsregelungen. So wie der Staatsrat das an einer ersten Etappe gefordert hat, und so wie wir das von Anfang an versprochen haben, fordern wir ein Regime transitoire, also ganz klar Übergangsregelungen. Wir werden es nicht hinholen, dass auch nicht ein einziger von unseren Membern unter mehr schlechten Arbeitskonditionen schaffen muss. Drittens fordern wir mehr Vorbereitungszeit und Flexibilität. Die Vorbereitungszeit muss auch für die Diagnostik über das ganze Jahr verdient und die realen Bedürfnisse angepasst können gehen. Ein von unseren Proposen war ein Koeffizient von 1,5 zu applizieren, womit wir beim Bildungsministerium aber auf 11 € gestoßen sind.
Viertens brauchen wir mehr Zeit für Elternarbeit. Gerade an der Arbeit mit als vulnerabelste Kinder, Jugendlichen aus der Zusammenarbeit mit den Eltern enorm wichtig. Wir brauchen dafür die nötige Zeit. Fünftens, Deplacementszeit muss als Arbeitszeit ugerechnet gehen. Sechstens, wir verlangen Schafe von einem Remplaçantspool für die Kompetenzzentren. All Kompetenzzentrum soll ein Pool für Remplaçants kreieren. Edukationspersonal soll bei den Schülern um Terrain schaffen und nicht für Remplacementen an den Kompetenzzentren aufgezogen. Siebentens, wir wollen zurück auf den Verhandlungstisch. Für ein qualitativ hochwertig Arbeit mit den Schülern zu garantieren und die Implementierung vom neuen Gesetz zu assurieren, muss mit allen beteiligten Gewerkschaften verhandelt gehen. Und die real Besoin um Terrain müssen an die Evaluierungen mit abzugehen. Zusammen mit unserer vereinten Stimme können wir diese Veränderungen erreichen. Los als nicht nur gehen, bis wir kriegen, was wir brauchen für uns Kinder, für uns Personal und für uns Zukunft. Kolleginnen und Kollegen, merci für massiv Präsenz heute mitten auf für Lautstärke Unterstützung. Madame weiß mir ein Signal, dass der größten Teil vom Personal nicht zufrieden ist mit dem Projet de Loi. In der Nacht 63 und den nächsten Tag soll gestimmt gehen. Ich wollte zum Schluss daran erinnern, wie die ganze Wemer schon gemacht haben, bis wir hier stehen. Es gab 2018 ein neues Gesetz zu den Centre de Compétence, wo wir erwartet hätten, dass die Taschen da geregelt gehen, mit der Stunde nicht drüber dran. War das so geschieht, der Minister May für 2020 ein Zirkulär auf den Weg gebracht, ohne mit irgendjemandem zu schwatzen. Gewerkschaften gaben recht, no informiert, was dann da soll kommen. Das haben wir uns damals nicht gefallen gelassen. Und zusammen mit den anderen Gewerkschaften, nach zu 5 Syndikaten zusammen, hat man im September 2020 ein Piquet für das Medikationsminister. Recht da also zu Verhandlungen gekommen. Die Verhandlungen sind am September 2021 aufgebracht gehen, oder besser, den SEW und DAPGA gaben nicht mehr evitiert. Am November 2021 sind wir aus der Presse geworden, dass das Minister zusammen mit einer anderen Gewerkschaft allein, die bis dahin einen gemeinsamen Forderungskatalog mitgedroht hat, bei einer Akkord gefunden hat. Sie haben sich mal eben mit denen zusammengetan, die malleabel genug waren, für das zu unterschreiben. Wir haben aber damals klar dem Minister gesagt, wir wollen zurück auf den Verhandlungstisch, auch schon 2021. Und weil der Minister das verweigert hat, haben wir dann Streikprozedur angelegt. Das heißt, die Litige angefragt bei der Schlichtungskommission von der Fonction publique. Ich gehe da nicht auf die ganze Prozedur an, aber das ist etwas, was manchmal in der Form noch nie gut. Der GUV ist verweigert und hat noch keine enge Reunion stattfand. Also ist es doch so, dass Choradministrativ dem auch recht gegeben hat. Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Attack, ob gewerkschaftlich Rechte, ob Streikrecht. Ihr könnt schon nicht gegen das Neidgesetz streiken. Das ist am Anfang schon etwas, was wir in der Form noch nicht hatten, was doch schwer ist zu akzeptieren, wo man auch als OGBL insgesamt hätte wäre.
Wir wollten so, trotz all den Rückschlägen, die wir aber da hatten, im Niveau von der Streikprozedur, wir gehen nicht ab. Haut als nicht der Schluss von der Prozedur. Auch wenn gesetzlos soll nächste Woche gestimmt gehen. Aber das ist der Anfang von der nächsten Etappe. Gewerkschaftlich als juristisch bleiben wir weiter am Ball. Wir werden als weiter gegen alle Verschlechterungen vorgehen. Dabei hat sich abgemacht für das ganze edukativ und psychosozial Personal an der Education national. Kommt bei euch, meldet euch bei den Kollegen von der Abgabe, Verstärkung wird gebraucht. Zusammen sind wir mehr stark, zusammen können wir bessere Arbeitskonditionen erreichen, ein mehr adaptiertes Gesetz für das ganze Personal. Los dich nicht spalten, nehmen zusammen können wir Verbesserungen erreichen und dafür wollen wir zurück auf den Verhandlungstisch. Merci. Merci, dass der Halt da war. Wir brauchen ja schon in Zukunft, wir werden weiter in Zukunft zusammen kämpfen und wir zielen auf jeden Fall einzeln von ihr. Vielmals merci, dass der Halt dabei war.